Ich frage mich, was für schreckliche Opferriten auf diesem antiken Altar abgehalten wurden. Schmeckt wie Hähnchen. Ja, ich weiß nicht. Also hier irgendwie, ich war jetzt überall, denke ich mal. Es bleibt ja eigentlich nur noch, ich habe 3 Rätsel aufgekriegt, ich habe noch ein Rätsel zu lösen. Und das ist mit diesem Schiff. Und alle anderen habe ich ja und auch erfolgreich gelöst. Also, aber das Schiff geht halt irgendwie nicht, weil... Keine Ahnung. Einhörner! Handgeblasene Einhörner aus Glas! Ja, ich hab's mitgekriegt. Ich will aber keine. Oh, ich könnte im Synchrongeschäft anfangen, oder? Ich finde, das war schon ziemlich gut. Also. Und für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter auch nie was für mich tut. Doch, das Wetter tut regnen, damit du mal wieder geduscht wirst, zum Beispiel. So, also. Habe ich ja letztens schon probiert. Wenn ich da ja jetzt hingehe und mache die in die Buchse rein, fahre sie ihm rüber, dann zieht er sie einfach. Aber ich bin hier noch nicht. Also die Ankerkette. Komm, wir probieren mal. Habe ich ja schon mal probiert. Hat ihm nicht so gefallen. Ja. Glühende Kohlen sollen das sein hier, Leute. Ja, genau. So. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer wieder mache. Für die Wissenschaft. Also die Bombe habe ich aber noch. So, das ist doch sehr interessant. Okay, alles klar. Komm her. Also wir probieren es jetzt einfach nochmal. Komm mal her. Wir nehmen die brennende Bombe. Wir machen sie ihm in die Socken rein dieses Mal. Vielleicht... Was ist jetzt? Oh. Das hat wehgetan. Ach was. So schlimm war es auch nicht. Komm mal her. Da auf des toten Windes Kiste, jo ho ho, und eine Buddelkorb. Also, Bombe anstecken. Also die Bombe geht auch irgendwann los. Wir können uns damit nicht irgendwie... Was kommt jetzt? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Staffel ein soll. Also nochmal. Bombe. Bombe in Socken Diese machen. Hose der Größe 46 passt niemals in eine Socke der Größe 33. Aha. Okay, dann Bombe da reinmachen. Und dann gucke ich mal. Möglicherweise haben Winslows Unterhosen eine extra Verstärkung im Schritt. Ob ich ihn vielleicht anlabern kann. Scheinbar nicht. Kann ich denn? Ich würde es halt gern. Weißt du, wenn ich da jetzt dran drehe, dann habe ich die Hose hier. Dann könnte ich ja vielleicht die Bombe schnell reinmachen. Probier mal aus, oder? Dann könnte ich vielleicht die Bombe... Das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter Ja, auch das nie weiß ich was doch. Das für hast du doch mich letztens erst tut. gesagt. Dann könnte ich die Bombe vielleicht da reinmachen. Und ihr nehmt sie wieder mit. Oder so. Dachte ich mir. Okay. So, also, pass auf. Wir müssen erst am Rädeldreher, an der Kurbel drehen. So, guck, und jetzt... Nee. Okay. Wäscheleine? Verdammt! Ah, ja. Moment. Au. Alle hopp! Was? Oh oh. Hey! Okay. Okay, so löst man das. Man macht die Bombe rein, dann hängt man sich an die Wäscheleine, dann dreht er die Kurbel falsch rum. Habt ihr das gesehen gerade? Er dreht die Kurbel hierher. Also eigentlich müsste er mich sogar zu ihm drehen, aber er dreht die Kurbel so rum, sodass ich das Seil so rum bewegen müsste. Aber es bewegt sich so rum. Ist ja auch egal. Was komme ich denn hier mit Logik? Ich habe jetzt... Auf des toten Windes Genau. Kiste, jo Ich habe jetzt hier ho, eventuell die und Lösung eine gefunden. Buddelkorb. Jetzt mach hin. Alles klar? Gut. Okay, und was kommt jetzt? Jetzt geht's mal schön darüber. Ich habe gerade Die gemerkt... Screaming Narwhal mag nicht besonders... Ich wollte gerade sagen, ich habe gemerkt, man kann auch rennen, indem man zweimal schnell irgendwo hinklickt. Also, aufpassen. Bombe. Bombe in Buchse. Okay? Nicht zu lang warten, sonst explodiert sie, die Bombe mit der Buchse. Und jetzt da hochklettern. Alle hopp.
So, guck. Jetzt. Nein, nicht. Bitte. Oh nein, bitte Da nicht. müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen, wenn Sie mich bezwingen wollen, Bursche. Oh, das würde ich nicht behaupten. Ah, die Bombe ist noch da, ja? Das Bürschchen. Und weg ist er. Jawoll. Haben wir ja doch irgendwie hingekriegt. Hat auch nur... Gut gespielt, Master Lange Streetfoot. gedauert. Oder sollte ich besser Kapitän Streetfoot sagen? Kapitän? Ei, Danke, danke. Nachdem Sie mich von der Screaming Narwhal vertrieben haben, sind Sie offiziell Ihr Kapitän, bis ein anderer kommt und Sie von dort vertreibt. Cool. Ei, und wie cool das ist. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe massive innere Blutungen, die versorgt werden müssen. Meinen Glückwunsch. Ach ja, früher, da waren die Leute noch freundlich. Da haben sie dir noch... Da haben sie dich Ich erst habe noch soeben beglückwünscht, gehört, bevor dass sie es hier in der dann Nähe zu abgenietet einem sind. wilden Akt der Piraterie kam. Aha. Nicht irgendein wilder Akt der Piraterie. Eine waschechte Schiffskaperung durch niemand anderen als Kapitän Guybrush Threepwood. Mächtiger Pirat. Guybrush ist ein Wort. Einfach wundervoll. Das liefert Unterhaltungsstoff für meine Leser für mindestens eine Woche. Für eine Wissen Woche? Sie was, Threepwood? Sie haben Mumm. Piratenmumm. Warum gehen wir nicht zurück zur Keelhauler und Sie erzählen mir etwas von sich? Naja, das nahm seinen Anfang auf Melee Island. TM. Und Wieso so denn das? endete ich Okay. hier auf Flotsam Island. Keine Ahnung, Seafood, wie Sie das geschafft haben, aber dank Ihnen habe ich jetzt genug Schwertkampfgeschichten auf Lager, um unsere Flotsam Keelhauler Gazette über Monate Sehr hinweg schön. zu füllen. Sehr, Da werden sehr die Jungs schön. bei der Time staunen. Ja, ja, das ist Sorry, tut mir toll. leid. Jetzt zu Deep Gun. Ist mir eine Freude, Threepwood. Setzen Sie sich hin, während ich eine Kopie mache. Kopie? Kopie von Jimmy, Deep Cut? hol mir mal eben eine Kopie der Akte von Deep Cut, aber bitte pronto. Wird Hä? sofort erledigt, Akte? Mr. Nipperkin. Ja, laber doch nicht, das war Hier, mein dieselbe Junge. Stimme. Alles, was Sie brauchen, um mit Deep Cut in Kontakt zu treten. Darf aber niemand erfahren, dass ich Ihnen das gab, sonst lässt mich mein Herausgeber nur noch Todesanzeigen redigieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht wirklich, aber... Toll! Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Star Reporter David Nipperkin braucht jetzt noch Schlagzeilen. Endlich! Jetzt kann ich diesen Deep Gut fragen, wie ich diese Insel wieder verlassen und zu Elaine zurückkehren kann. Gute Scheint Idee. ja ganz einfach zu sein. Wat. Ach so, ja, Moment, das ist das Wort. Deadline. Okay. Das ist recht einfach. Nee, ist es nicht, weil ich nämlich in die falsche Richtung laufe. So, komm mal her. Da vorbeigehen. Ja, Spiel wird gespeichert. Da muss man natürlich stehen bleiben. So, durch das Tor durch. Kann ich mich direkt zum Haus beamen? Ist das möglich? Das Haus war da hinten. Da, die gruselige Hütte. Geh mal hin. Aber pronto! Achso, guck mal, da geht er außen rum. So, aber jetzt. Jetzt habe ich das Wort. Klopfi, klopfi. Wie lautet das Wort? Deadline. Deadline. So. Willkommen, Guybrush. Die Voodoo Lady! Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss dich so viel fragen. Für Fragen werden wir später noch genug Zeit haben. Jetzt reichst du mir erst einmal den LeChuck-Töter. Den was? Hä? Das verfluchte Schwert von Kaflu. Also. Nachdem LeChuck vernichtet wurde, muss das Entermesser in einer verstörenden Voodoo-Zeremonie rituell entmachtet werden, um sicherzustellen, dass das Böse nie wieder Ja. Also, Ja, komm, also, ja, ja. ich habe versucht, LeChuck mit dem Entermesser zu vernichten, war aber gezwungen, in letzter Sekunde meine Pläne zu ändern und dabei stieß ich auf gewisse Komplikationen. Komplikationen. Was für Komplikationen? Nun, das Voodoo-Schwert hat LeChuck weniger ausgelöscht als in einen Menschen verwandelt. Was? Ich konnte es auch kaum glauben. Ich denke ja, das ist ein Trick. Ein Mensch, LeChuck. Das ist beunruhigend. Kannst du mir helfen? Ich werde alles tun, was mir das Schicksal ermöglicht.
Aber ich fürchte, dir wird nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Keine Ahnung. Also zuallererst mal, hier kannst du mir sagen, Kannst ob du es mir Elaine sagen, gut ob geht, es ne? Elaine Das ist gut das geht? Wichtigste. Erstmal nach der Frau fragen. Die Sicht ist heute bedeckt. Frag mich später wieder. Später? okay. Sie könnte aber in Gefahr sein. Oder tot. Oder schlimmer noch. Ich weiß nur, was die Geister preisgeben, Guybrush Threepwood. Wozu um alles in der Welt taugst du dann eigentlich, du aufgeblähte Na, alte Hexe? na. Hey, was war das denn? Das waren LeChucks Pocken. Oh. Wer war das jetzt? LeChucks Pocken. Als dein nicht korrekt verzaubertes Entermesser LeChuck in einen Menschen verwandelte, mussten alle bösen Voodoo-Flüche, die in ihm steckten, ja irgendwo hin. Hast du ihn vielleicht in dem Augenblick berührt? Hab ich. Erklärt das asoziale Verhalten und die rüden Gesten? Ja. Etwas von LeChucks Bosheit ist in deine Hand durchgesickert. Ja, Hast ist du ein schlecht. Heilmittel für mich? Nein. Abhacken vielleicht? Aber ich weiß, wo du es finden kannst. Ich merke, Was? dass da eine Aufgabe auf mich zukommt, die eines Piraten würdig ist. Um LeChucks Pocken aus der Welt zu schaffen, musst du La Esponja Grande aufsuchen. Der große Schwamm? Sponja? La Esponja Grande ist kein gewöhnlicher Schwamm, Threepwood. Okay. Es ist ein geradezu legendärer Meeresschwamm mit unglaublichen Voodoo-Peeling-Fähigkeiten, der schier unendliche Mengen an Voodoo-Mojo in sich aufsaugen kann. Wo kann ich es finden? Ich habe das nie selbst gesehen. Aber ein ehemaliger Freund von mir, Coronado de Cava, verbrachte viele Jahre mit der Suche danach. Zuletzt sah ich ihn auf den Jerkbait-Inseln. Zeig ihm dieses Medaillon und sag ihm, ich bürge für deinen Charakter. Ich werde mich sofort daran machen, nachdem ich Elaine gefunden habe. Das wäre unklug, Guybrush. LeChucks Pocken müssen ausgerottet werden, noch bevor sie sich verbreitet haben. Was auch immer. Jo, habe ich mir auch gedacht. So, komm, wir labern noch ein bisschen mit dir. Kannst du mir helfen, von Flotsam Island Point and Click and wegzukommen? Talk. Ich habe ein Schiff, aber das nützt mir nur wenig angesichts dieser verrückten Winde hier. Ich fürchte, die Winde von Flotsam werden von Mächten gesteuert, die jenseits meiner Kontrolle liegen, Guybrush. Vielleicht kann dir jemand aus der Stadt helfen. Durst. Kannst du mir sagen, wo... Also, bist du sicher, dass du mir nicht helfen kannst, von dieser Insel zu entkommen? Bist du sicher, dass du mir nicht helfen kannst, von Flotsam Island wegzukommen? Wie ich schon sagte, die Geheimnisse von Flotsam sind jenseits meiner Zuständigkeit. wenn sich da irgendwie musst die du schon Frage andere ändert, finden, dann die dir ändert helfen. sich auch die Antwort. Ja, scheint so. Kannst du mir sagen, wo LeChuck Wenn du mir ist? nichts über Elaine sagen kannst, kannst du mir dann wenigstens sagen, wo LeChuck ist? Ohne das Voodoo-Zeichen auf ihm ist mir der Aufenthaltsort von LeChuck ein Rätsel. Okay, wie schütze ich mich vor den Hast du Pocken? irgendetwas, mit dem ich LeChucks Pocken zurückdrängen kann? Diese Hand fängt an, mir lästig zu werden. Der einzige Weg, um die Pocken sicher in den Griff zu bekommen, ist La Esponja Grande. Ich sehe eben erst da oben die komischen Schrumpfköpfe. Oh, der hat ja auch einen komischen Vogel. Okay, noch was über die Was Pocken? kannst du mir sonst noch über LeChucks Pocken sagen? Es ist eine sind halt dahintreibende Wolke des Bösen, die LeChucks angesammelte Widerwärtigkeit wie eine Krankheit über die Meere verbreitet. Ugh. Gerade in diesem Moment kann ich die Pocken spüren, wie sie sich einen Weg zu dieser Insel bahnen. Naja, was gibt's da zu spüren? Ich hab sie doch dabei. Großer Schwamm. Nehmen wir mal an, dass ich, nachdem ich diese Insel verlassen kann, tatsächlich losziehe, um nach La Esponja Grande zu suchen. Was kannst du mir sonst noch über ihn sagen? Es ist ein gigantisch großer Seeschwamm, der unglaubliche Mengen Voodoo-Energie aufsaugen kann. Wenn es etwas gibt, das LeChucks böses Mojo aufnehmen kann, dann dieser Schwamm. Was haben wir denn sonst noch? Medaillon, ja, Erzähl habe ich mir ja etwas gerade über gekriegt. dieses Medaillon. Was ist das? Ich erhielt es von meinem Freund, Coronado de Cava. Warum sagst du Freund? Das immer ist mit seinem genau das, dramatischen was ich Unterton? fragen wollte. War Coronado denn... Ja, er war mein Liebster. Ihr liebster Wir Freund. trafen uns vor vielen Jahren auf den Jerkbait-Inseln. Ich verliebte mich in seine Schatzsucher-Mentalität und seine wunderschönen Augen. Und er verliebte sich in meine Voodoo-Amulette und meine geschmeidige... La 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 la, ich höre dir gar nicht zu. Na,
Wie ein Vulkan. Aber nach mehreren Monaten innigster Leidenschaft, die das Meer zum Brodeln brachte, kühlte unsere Liebe ab. Und danach wurde er völlig besessen vom La Esponja Grande. Als wir uns trennten, schenkte er mir dieses Medaillon. Wie traurig und beunruhigend anschaulich. Also, Medaillon haben wir. Wie heißt du eigentlich? Weißt du, du hilfst mir schon seit Jahren und ich weiß immer noch Das nicht, ist wie du Voodoo heißt. Lady. Namen haben Macht, Guybrush Threepwood. Nur ein Narr offenbart sie freiwillig. Verfügt mein Name über Macht? Ja, klar, warum nicht? Moment, was für Macht? Kann ich nicht weiterfragen, schade. Wie bist, Wie denn bist du du hier auf gelandet? Flotsam Island gelandet? Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Aha. Was ist denn das für eine dumme Antwort? Haben wir jetzt alles gefragt? Du bist Deep Gut? Du bist also Deep Gut? Davy Nipperkins Quelle für Nachrichten von außerhalb der Insel? Ja, Ja. Warum? der Preis So halt. eines Voodoo-Lebensstils ist nicht nur ein spiritueller, kleiner Pirat. Es erfordert auch einen beträchtlichen finanziellen Aufwand. Ja, das kenne ich. Wenn man das, was man gerne macht, wenn das halt teuer ist. Ja. So, okay, bis Gut, später. das war schön beunruhigend, aber ich muss noch von einer Insel flüchten, eine Ehefrau finden und anscheinend einen riesigen Voodoo-saugenden Schwamm jagen. Möge dich das Schicksal leiten, Guybrush Threepwood. Gut. Aber natürlich gucke ich mich erst noch um. Papagei-Skelett. Klopf, klopf. Guybrush, lass das! Wieso? Wer ist da? Nein! Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Du Dummkopf! Hä? Was ist denn jetzt los? Ich habe Monate damit verbracht, ihn zu dressieren. Und du hast meine bisherigen Bemühungen zunichte gemacht. Was hast ihn denn Jetzt muss ich interessiert? noch einmal ganz von vorne anfangen. Okay. Das tut mir leid. Wo liegt der jetzt? Egal, ich will mir nur die Schrumpfköpfe angucken. Schlechtester Lufterfrischer aller Zeiten. Okay, Kerzen, Voodoo-Zutaten. Oh, Kannst du das nicht ist den magischen Schleim in diesen Flaschen dazu nehmen, meine Hand zu heilen? LeChucks Pocken können nur mit La Esponja Grande geheilt werden. Das ist eine Maschine. Was ist das? Ich habe dieses Gerät vor kurzem in einem Sumpf gefunden. Ich habe seine Rätsel noch nicht gelöst. Das sieht aus wie eine Schreibmaschine und wenn man falsche Taste drückt, kriegt man es in die Klöten. Da ist ein Skorpion, ein Diorama, aber ein Skorpion Das in also einem macht ein Diorama. Diorama so tödlich. Ach, das ist eine Voodoo. So, ich muss alles... Teppich. Ein schicker Teppich. Ist das vielleicht so eine Art Voodoo-Tischtennisplatte? Das ist das Symbol der Crossroads, an der sich die Welten der Lebenden und der Geister kreuzen. Das habe ich doch schon Alle, mal die gesehen Voodoo irgendwo. praktizieren, müssen der Crossroads ein Opfer bringen, um die Magie in die Welt der Lebenden zu bringen. Ach wirklich? Mhm. Warum hat dann LeChuck noch nie jemandem auch nur irgendetwas angeboten? Das liegt daran, dass LeChuck ein selbstsüchtiges Ungeheuer ist, das die Voodoo-Macht allein für den eigenen Profit, ohne Rücksicht auf die natürliche Ordnung der Dinge beansprucht. Jetzt, da er ein Mensch ist, treibt sein übrig gebliebenes Mojo wie eine Krankheit umher und verstopft die Crossroads mit ihrer Fäulnis. Wie eine Toilette. Klar, warum nicht? Okay. Da war doch eben, ich habe doch ganz kurz eben, als ich den... Ja komm, guck mal den Schrein. Ach, da ist er. Was ist Guck, das? Da. Das ist der Schrein für Nordreblik, der Hüter Nordreblik. der Crossroads. Der Großrots. Was ist das? Ein Pyrit-Papagei. Hey, wenn du mit ihm fertig bist, dann kann ich ihn doch haben. Na schön. Ich kann ihn jetzt eh nicht mehr gebrauchen. Cool, danke. Wer Okay. ist der männlichste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Okay, das kann man durchaus... Da ist eine Tiefkühltruhe. Tiefgekühlter Muskelmagen vom Huhn, tiefgekühlte Molchaugen, Eis am Stiel mit Schlangengift. Schlangengift.
Ein Wandschrank? Was da wohl drin? Finger weg! Darin bewahre ich meine Unterwäsche auf. Uah. Könnten wir mal, also, könnten wir mal gucken. Lecker. Sind die zum Trocknen oder was? Tote Tiere? Was? Tote Tiere? Da war noch was? Gruseligste Wandschrank auf der... Ach komm! Das ist eine Voodoo-Truhe, da war ich noch nicht. Ja, ist wohl abgeschlossen. Die ist versiegelt mit Und es Voodoo-Magie. bleibt auch abgeschlossen, bis es bereit ist, sein Geheimnis preiszugeben. Viele Monde von heute. Ach, laber nicht. Oh, da ist eine interessante Flasche. Die sieht interessant aus, die Flasche. Und eine Schädelkette. Was ist das? Einfach mal mit... Wie? Die Geister haben dich gut geführt. In dieser Flasche befindet sich eine uralte Schriftrolle, die die Vekelianer hinterlassen haben, die ehemaligen Einwohner von Flotsam Island. Uralte Schriftrolle, was? Glaubst du, darin könnte was über diese durcheinandergebrachten Winde stehen? Vielleicht. Aber erst musst du herausfinden, wie du die unzerbrechliche Flasche zerbrechen kannst, in der ich sie verschlossen habe. Unzerbrechliche Flasche? Unzerbrechliche Flasche. Warum hast du das denn getan? Manche Geheimnisse sind zu gefährlich, um in die Hände der Sterblichen zu gelangen. Threepwood. Willst du mir noch etwas über diese Flaschenpost sagen? Ich habe die Schriftrolle von einem bitteren alten Piraten namens McGee erstanden. Du kannst deine eigenen Schlüsse ziehen. Ja, kann ich. Mache ich aber nicht. Habe ich keine Lust drauf. Ich will die Schädelkatze angucken. Murray? Was? Murray? Bill? Jetzt sonst noch irgendwas hier? Ein Ausgang. Ja, der Ausgang will ich mir noch nicht angucken. Gruseligster Wandschrank. Dieser komische Teppich. Schädel. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Schädel ist, aber hoffentlich begegne ich nie dem Träger. Naja. Und eine Kristallkugel. Cool, eine Boccia-Kugel. Das ist keine Boccia-Kugel. Das ist das legendäre, allsehende Auge von Jemala. Palandir. Es sieht alles? Oh, Kann doch es nicht. Elaines Schiff sehen? Oder was aus meinen Lieblingssocken wurde? Jetzt nicht. Es schläft gerade. Ach so. Oh, ein Bücherregal. Hey, ich wette, eines dieser gruseligen Voodoo-Bücher könnte sich noch als nützlich erweisen. Das hier ist doch keine Leihbibliothek, Threepwood. Allein das Aussprechen der Titel dieser verbotenen Werke könnte ungeübten Zungen einen Fluch auferlegen. Ja, klar. Ja, klar. Was, Handcreme? Internationaler Markt für Mojo-Markenhandcreme. Entfernt Warzen, Flüche und hässliche Beulen. Bestimmt auch Warnung, Pocken, oder? Nicht bei Pocken anwenden. Ja, okay. Insbesondere bei ja, LeChucks Pocken. ich hab's Mist. verstanden. Aber war nah dran. So, die Kerzen. Nutzlose Voodoo-Zutaten. Schrumpfköppe. Ich gucke mal ins Inventar. Ich muss das jetzt mal alles genau betrachten. Will was Polly das einen ist. Cracker? Weiß nicht, will er? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Okay. Dann haben wir hier eine unzerbrechliche Ich könnte Glasflasche. wetten, dass diese Karte von Hemlock das Geheimnis offenbart, wie ich von dieser Insel wieder weg und zurück zu Elaine komme. Aber wie nur soll ich sie aus dieser unzerbrechlichen Flasche bekommen? Also meine Idee... Ach, da ist ein Stöpsel drin, okay. So, Deep Gut Karte. Nee, Nee. Ich will sie ja auch eigentlich nur angucken. Ach so, das ist die falsche. Was mache ich denn jetzt mit dir? Kann ich ja gar nichts mit anfangen hier. Was haben wir sonst noch? Ein Blumentopf mit einer Nase, ein Medaillon. Medaillon angucken. wenn ich jemals diese blöde Insel verlassen kann und Elaine wiederfinde, werde ich diesen Dekava aufspüren, damit ich La Esponja Grande finde. La Esponja Grande. Wie komme ich hier raus? So. Kann ich vielleicht kombinieren Le Fogel mit Le Medaillon? Kombiniere, passiert nichts. Ist es scheiße. Okay. Ich habe genug gesehen, auch wenn ich leider nicht die Unterwäsche angucken durfte. Wollen durfte. Oh, was ist das? Das ist doch der Wetterhahn obendrauf. Was? Ah, die Wetterfahne. Ach, da ist das Zeichen, guck. Ich denke, Oh. dieses Ding fiel bei der Sache mit LeChuck herunter. Ich sollte wohl öfter mal laut werden. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Also nach rechts zeigen die. Dann gehen wir. Guck, aber guck doch mal da oben.
Das ist das Crossroads-Ding, was er gesagt hat hier. So, und da die Götter in diese Richtung zeigen, werde ich in diese Richtung gehen. Ach so, da geht's einfach raus. Das ging flott. Hey, Threepwood! Dürfte ich Sie über die Todeswolke um Ihre Meinung als Durchschnittspirat bitten? Die Was für Todeswolke? eine Todeswolke. Oh, ich LeChucks glaube, LeChuck Pochen. ist hier. Nein. Zu direkt. Nicht genug Pfiff. Todeswolke. Ist heftiger. Mehr. Nimm das! Oder mehr. Oh, ich werde sterben! Nun, ich muss jetzt kranke Piraten interviewen. Man sieht sich. Man sieht sich. Ach, ein bisschen hinsetzen hier. So, also, ich gehe jetzt mal mit der Glas... Wo bin ich denn hier überhaupt? Hallo? Wo bin ich denn? Hilfe! Ach, ich laber ihn einfach so an. So, jetzt. So. Und zwar folgendes. Ich habe hier eine Glasflasche. Könntest du mir die Kaputski machen? Was können Sie mir über diese Flasche sagen? Arr, das ist eine meiner unzerbrechlichen Flaschen. Unzerbrechlich? Ha, Hat der schon immer auf diese dieser Welt Pocken gibt im es keine Gesicht? Flasche, die meinem Zerstörungstalent widerstehen könnte. Beeindruckend. Die geheimen Zutaten stammen von diesen zerklüfteten Kristallriffen. Sie sind härter als Diamanten. Merkwürdig. Aber was machen Sie, wenn Sie eine dieser unzerbrechlichen Flaschen öffnen müssen, um, sagen wir, eine alte Schriftrolle zu lesen, die Sie zuvor clevererweise in der Flasche versiegelt hatten? Arr, das ist eine gute Frage, Junge. Hier, Oh ja. ich zeig dir, wie's geht. Zeig mal her. Kann ich da jetzt mit reingehen oder Ich was? benutze dieses schöne Teil, um Bruchstücke vom Riff abzuschlagen und um damit wiederum eine Flasche wie diese zu öffnen. Wow! Damit ich das auch richtig verstehe. Ihre unzerbrechlichen Flaschen werden genau genommen geöffnet, indem man sie zerbricht? Komm auf keine dummen Gedanken, Blondschopf. Ich kann auch andere Sachen zerbrechen, weißt du? Ja, was denn? Ja, aber... Habe ich die Flasche jetzt noch oder hat die also gerade weggepustet? Nee, ich habe die... Nee, das geht nicht. Okay, also ich kann die zerbrechen, indem ich sie aufs Cliff drauf haue. Ich bin zurück. Ja, Nein, hallo. Sag mal, das der sehe ich. hatte aber... Also diese Brocken sind aber neu, oder? Also nochmal, Können Sie nochmal. mir Ich mit muss... Ihrem Ja. praktischen Werkzeug zum Zerbrechen von Flaschen eine Flasche zerbrechen? Ja, das ist... Sicher! Mach mal. Großartig. Das wären dann 37 Goldstücke. Soll ich ein Gold Was? herkriegen? Bin ich Ich Pirat habe kein oder einziges was? Goldstück in der Tasche. Dann werde ich wohl auch keine Flaschen für dich aufbrechen. Ja, hopp, War schön mit Ihnen tschüss. zu plaudern, aber ich muss zu Ja. meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hey, wem geht das nicht So. so? Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Schiff. Da oben könnte ich aber auch hingehen. Also kann ich jetzt einfach aufs Schiff drauf gehen? Nee, da ist... Aber ich kann die Ankerkette jetzt hochklettern und dann bin ich zumindest mal im Schiff. Dann kann ich mir diese Karte da holen. Jetzt kommt ja keiner und stößt mich runter, weil ich bin ja der Chef. So. Willkommen an Bord, Sir. Van Winslow? Was machen Sie denn hier? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Kapitän, würde ich gerne als Ihr erster Offizier an Bord bleiben. Ich weiß nicht. Oh, guck, der Hundeblick. Ich will keinen ersten Offizier, der versuchen wird, mein Schiff zu übernehmen. Ich will wirklich keinen ersten Offizier mit schlimmen inneren Verletzungen. Ich will eigentlich keinen ersten Offizier, der 2 Jahre lang nicht gesegelt ist. Ich will eigentlich gar keinen ersten Offizier. Ich bin so Einzelgänger. Ich nehme das mit den inneren Ich will Verletzungen. eigentlich- Sehr gut, Sir. Sie werden es nicht bereuen, Kapitän. Wenn Sie mich ja, jetzt Wahnsinn, entschuldigen danke. wollen, meine Stiche sind aufgegangen. Ich sehe sie hier, wenn sich der Wind je dreht. Dass sich der Wind dreht. Kann ich irgendwo oben drauf den Wetterhahn hinmachen? Okay, ich gucke mal das Rad. Ja, es ist ein ausgelassenes Piratenabenteuer für mich. Ja. Jetzt muss nur noch der Wind von der Insel wegblasen. Das wäre eine gute Idee. So. Okay, Karte. Es ist eine detaillierte Karte über den Golf von Melange. Melon. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn ich jemals diese vermaledeite Insel verlassen kann. Gut zu wissen, aber. Da ist ein Hauptmast. Kann ich den hochklettern? Da sind Das Sprossen ist dran. der Hauptmast der Screaming Ja, Narwhal. ja.
Oder der Hauptbaum. Hauptbaum? Achso, weil es halt wie ein Baum ist. So, das ist eine Kanone. Hey, ist das nicht eine dieser totschicken neuen Schnellschusskanonen aus Ungarn, um die ich Elaine immer angefleht habe, dass ich sie kaufen darf? Hoppla, der Wind leistet ganze Arbeit an dieser Kanonenkugel. Der krasse Teil. Meine Einhörner! Meine hübschen Einhörner! Ja, war ein Versehen. Okay, das ist ein Käserad. Warum Ein auch immer. Käserad. Münsterkäse. Igitt. Vielleicht finde ich ein paar hungrige Ratten, die ihn essen wollen. Du nimmst jetzt das komplette Käserad mit? Okay, auch nicht schlecht. So, ist hier noch was zu gucken? Nee, hier ist ein Teerfass. Okay, alles Das ist klar. ein dicht versiegeltes Teerfass. Teer dient dem Flicken von kleinen Lecks und dem Schikanieren von Bootsmännern. Aha. Gut zu wissen, danke. Und die Grundlage für Teeren und Federn. Fehlen halt noch Federn. Ich schlafe, wenn ich Quartiertür. tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Vielleicht bist du heute Nacht tot. Schon mal drüber nachgedacht? So. Ich will den Hauptmast, aber hier kletter Das doch ist mal der drauf. Hauptmast der Ja, Springing Narwhal. Oder der Hauptbaum. ja, okay, pass auf. Kombiniere dieses Dingens mit dem Hauptmast. Nein. Nett. Nee. Was könnte man noch kombinieren? Ne? Guck mal hier, der Käse mit dem Dingens da. Auch nicht, nee. Das da, also YouTube mit dem Wetterhahn? Nee. Okay, komm, wir hören mal auf, willenlos Sachen zu kombinieren. Wo geht es? Kann ich von hier auf den Hauptmast gucken? Nee. So. Ich gehe mal beim Einhornmann vorbei und sag dann so Sachen wie Huch! Nein! Ah, hä? Ach so, ja, ich habe ja gar keine Planke. Habe ich ja ganz vergessen, Mann. Habe ich ja ganz vergessen. Ah, so.